Obwohl Melusia vom Imperium verlassen sein sollte, gibt es dennoch einige Geheimnisse auf dem Planeten, die das Interesse der Inquisition geweckt hatte. In dieser Geschichte erlebt ihr die Mission der Tempest of Science, die eine Botschafterin der Inquisition ins Herz von Melusia, die Stadt Genda, begleiten sollen. Doch Melusia ist ein brodelnder Kessel voller Gefahren und es wird nicht lange dauern, bis es für die Soldaten brenzlig wird. Eine Warhammer 40.000 Geschichte. Geschrieben von Weltenspiel, gelesen von Josh. Die Motoren ratterten und die Warnsignale der Walküren heulten kreischend und rhythmisch. Der Lärm war unerträglich und führte dazu, dass die Situation, die bereits schon ziemlich unüberblickbar war, sich verzerrte und Logik und Taktik in der Geräuschekakophonie und im Staub versanken. Der Mann, der das Kommando über diese infernale Mission hatte den Versuch, einen kühlen Kopf zu bewahren, bereits aufgegeben und brüllte lauthals Befehle in die Kommandanlage der Walkürie und versuchte, die Kommunikation mit den anderen Transportfliegern aufrechtzuerhalten. Doch im Lärm des Gefechts schien alles unterzugehen. Runter bewegte sich auch die Kontrollanzeige, die die Distanz zwischen Oberfläche und Flieger zeigte, und obwohl die Piloten alles gaben, die höllischen Geschwindigkeiten zu drosseln, kam der staubige Straßenboden von Melusia schneller näher, als ihnen lieb war. Tempester Prime Leopold Malcolm war ein Mann, der die Aufträge ohne Widerrede annahm und nie seine Vorgesetzten in Frage stellte. Sobald er jedoch den Auftrag vor sich hatte, begann sein Kopf von Fragen zu sprudeln und er wusste, dass neugierige Soldaten bei den Kommissaren und den Geistlichen sehr unbeliebt waren. So erkundigte er sich oft nur nach dem Nötigsten und das meiste, so hoffte er stets, würde sich während dem Erledigen von selbst klären oder sich als unbedeutend erweisen. Innerlich verabscheute er jedoch die Angst vor Wissen, die so tief im Imperium verwurzelt war wie das Vertrauen in den heiligen Gott-Imperator. Doch wer war er schon, dass er die hohen Priester und Generäle in Frage stellen konnte? Er war sich aber sicher, dass er nicht für diesen Auftrag unterwegs wäre, hätten die imperialen Führungskräfte, die beschlossen hatten, Melusia aufzugeben, sich nicht allzu sehr in ihrer Ignoranz gesonnt. Es war nicht allzu lange her, als Tempester Prime Malcolm diesen Auftrag erhielt. Die Welt Melusia, die zuvor eine Arbeiter- und Minenwelt des Imperiums war und vor wenigen Jahren von diesen verlassen wurde, da sie komplett ausgebeutet war, barg doch noch etwas Wertvolles in sich. Doch dank der Geheimhaltung des Imperiums wusste kaum jemand, um was es sich dabei handelte, und selbst Leopold Malcolm durfte vom Objekt, das zurückgeholt werden sollte, nichts wissen. Aus diesem Grund begleitete sie eine Botschafterin der Inquisition, die mit allen vertraulichen Informationen ausgestattet war und bestens darüber Bescheid wusste. Der Tempester Prime wusste nur, dass er dafür sorgen sollte, dass das geheime Mysterium sicher und schnell in die Hände des Imperiums gelangte. Er und seine Truppen, die 73. Staubjäger, waren solche Missionen gewöhnt und schnelle Bergungsmanöver waren die Spezialität der Tempest of Science unter seinem Kommando. Bereits zuvor hatten sie heikle Landungszonen und hitzige Frachtlieferungen gesichert und die Begleitung der Botschafterin der Inquisition lag genau in ihrem Spezialisierungsfeld. Die Kontaktperson auf dem Planeten Melusia war der ehemalige Gouverneur und Graf Pius Adalbero Terreso, der nach dem Rückzug des Imperiums sich dem Adel entsagte und gemeinsam mit seinem Gefolge auf dem Planeten zurückblieb. Da das Imperium kein Interesse mehr an Melusia hatte, kümmerte es sie wenig, dass der Graf zurückblieb und der Bürokratie den aufwendigen Prozess der neuen Landzuordnung für die Adligen ersparte. Pius Adalbero Terreso lebte also weiter auf dem Planeten Melusia und hatte sich in den Jahren eine erstaunliche Anhängerschaft in der Hauptstadt Genda aufgebaut und nannte sich nun den Präsidenten von Genda. Die Botschafterin hatte vor dem Abflug mit dem Präsidenten ein Treffen vereinbart, da er als ehemaliger Gouverneur am besten über den gesuchten Gegenstand Bescheid wusste. Tempester Prime Malcolm war sich jedoch sicher, dass es sich bei diesem Mann um einen typischen, feigen, hochnäsigen Adeligen der imperialen Hierarchie handelte, der vermutlich genauso wenig seine Wahrheit preisgeben wollte, wie die heiligen Bibliothekaren der Inquisition die Wahrheiten über die schrecklichen Feinde des Imperiums hüteten. Glücklicherweise waren diese in Schwindel gehüllten Gespräche nicht die seinige Aufgabe.
Doch der Auftrag verlor schnell an Höhe und der Tempestor Prime musste nach Eintritt in die Atmosphäre feststellen, dass auf Melusia oder zumindest in der Stadt Genda die Hölle los war. Denn kurz nach dem Kommgespräch mit dem Herold des Präsidenten Tereso begannen in den gigantischen Wolkenkratzern, die mittlerweile zu monströsen Ruinen verkommen waren, versteckte Geschützbatterien Feuer zu speien und ein unsichtbarer Feind versetzte die Walkyrien in ein glühendes Inferno. Die 6 Landungsflieger begannen sofort mit den Ausweichmanövern und versuchten, den in Schatten und Trümmern gehüllten Feind mit Salvenraketenwerfern und schweren Boltern aus ihren Verstecken zu treiben. Doch jedes Mal, wenn eine feindliche Batterie zerschmettert wurde, erwachte eine weitere zum Leben. Der Palast des Präsidenten war nicht mehr weit entfernt. Doch waren die Walküren in einem dermaßen schlechten Zustand, dass die meisten von ihnen in Qualm und Rauch zügig an Höhe verloren. Während Tempestor Prime Malcolm unter fließendem Schweiß einen geeigneten Landungsplatz berechnete, erkannte er aus dem linken Augenwinkel, wie eine Raketenbatterie hinter ihnen plötzlich erwachte und 4 Donnerkeilraketen abfeuerte. Die Raketen zischten haarscharf an Malcolms Walkyrie vorüber und krachten in einer Flammenwut in den Landungsflieger vor ihnen, der dadurch in unzählige Stücke explodierte. Er stieß einige entsetzende Flüche aus, denn im zerstörten Flieger war die Botschafterin. Doch es blieb wenig Zeit, bevor auch sein Flieger von Maschinenkanonen erfasst wurde und langsam ins Trudeln geriet und dadurch auf den Planeten zuraste. Er hatte keine Zeit zum Nachdenken und versuchte so gut es ging, die provisorische Landungszone, die außerhalb der feindlichen Geschütze liegen sollte, an die Piloten zu übermitteln, die nun versuchten, so gut es ging, die Walküren in diese Richtung zu lenken. Der Aufprall war hart. Keiner der Männer und Frauen dachte lange nach, als der Flieger auf den Boden krachte und innerhalb Sekunden trennten sie die Türen auf, um so schnell wie möglich aus dem Innern zu entkommen. Es dauerte jedoch lange, bis der Kopf des Tempestor Primes aufhörte zu dröhnen und er die neue Umgebung um sich herum wahrnahm. 4 von 6 Walküren hatten es in die Landungszone geschafft. Die Walkyrie in der Vorhut konnte aus dem Kreuzfeuer der Geschütze entkommen und hatte abgedreht, um nun über den weiten Dünen zu kreisen und neue Befehle von Tempestor Prime Malcolm zu erhalten. Die 6. Walkyrie hatte es nicht überstanden und sie sowie die Botschafterin waren noch in der Luft in Flammen aufgegangen. Was aus dem Auftrag wurde, wusste Malcolm noch nicht, denn für die nächsten Stunden würde ein Kampf des Überlebens vor ihnen stehen. Dies wurde umso deutlicher, als der Tempestor Prime, der die unendlichen Häuserschluchten entlang blickte, zahlreiche feindliche Krieger bemerkte, die auf die Ladungsstelle zustürmten. Er überprüfte seine Boltpistole und schrie den Truppen Befehle zu. Das war gerade erst der Anfang.